Kartäuser vun der ADR an eng rezenten Interview fir Allzocht vun Extremismus gewarnt, dat Richter politisch motiviiert Stof den allgemeiner Lotgang sinn och islamophobe antisemitische Attacken oder mal am Kontext vum Gazakrich. Wir wollen konkret Deutschland zum Beispiel gucke Gewalt vor rechts dominéiert, da war largement as net normal, dat man doch méi doriwer geschwart gëtt. Das ist schon normal Alkees van es geschieht, dat der grad de Situation analysiert gött, wie du die Affäre zu silt, dat der rekelt natürlich die do behohlen und die do politische Ideen an den Fokus. Auch von den Statistiken zum Beispiel vom letzte Jahr rechtsmotiviiert Straftaten machen Talschen von alle Fälle, als die Polizei registriert hat, sind 23% an Lotgang. Ja, von den Talschen möchte doch Talschen von den anderen, dann schon einfach dat Altform von Extremismus kann in Gefahren mitbringen. Wir hatten an Deutschland an den letzten Jahren zum Beispiel auch Leute, die auf die Straße klären, wie gehen und so weiter, da das auch eine Nötigung an dem Sinn am Verkehr, und da steht das echt am Fokus. Aber ich will nicht den Eindruck gehen, wie irgendetwas zu verharmlosen. Ich will just so, dass man über alle Formen von Extremismus muss ganz gut aufpassen. Und da muss man sich so froh, was feiert dort so? Was kann dort so feiern? Wie die Leute indoktriniert? Wie gehen sie vielleicht verfeiert? Für so Verhaltensmuster ranzuverhalten? Aber was können man an der Politik machen, an der Schulen, an der Aufklärung, am gesellschaftlichen Umgang, für so eine Präventionsarbeit zu machen? Ich verstehe, dir sagt, aber das, was auf Süd geschieht, dass noch die Klimakleber auf demselben Niveau. Ich sage nicht alles hat besondere Herausforderungen, also besonders moralisch, wir gehen so aufgrennen. Aber ich will just so, dass man verschiedene Formen von Extremismus in unserer Gesellschaft am Blick erleben, auf die man alle muss reagieren, weil unser Auftrag als Politik ist ja, wie das eigentlich zu verhindern. Für eine politische Kultur aufhir zu bringen, die dat do eben net erlaubt, aber net erlaubt am juristische Sinn mir einfach, dat het net so weit könnt. An dat meng als gemeinsamen Optrag an denen Sachen. Freunde dazu der AfD wollte ich noch kurz schwatzen, die stellt sich für erst aktuell hat gesucht, man das sucht noch einfach dat sich net stellt, weil das Europaparlament sigiert net zu go von der Idee ausgeschlossen. Me die eigentlich froh wie geht den Notewahlen mat der AfD gibt dir kategorisch ist dagegen viren, dat Fraktion von der konservativen an Reformer zu denen der DDR geheiert se gi opholen. Der AfD. Et gibt keinen Demand von der AfD wie abgeholt zu gehen. Ich weiß nicht, hypothetisch gif machen. Ich glaube nicht, dass eine Chance hätte, abgeholt zu gehen. Weil ich meine, das ist wirklich eng hypothetisch froh. Ich kann nicht so, dass wir die Sache auch bei der ECR diskutieren. Wir gucken noch von einer Partei, will Member gehen, ob die Kriterien entspricht von den Menschenrechten und so weiter. Der AfD entspricht nicht. Geliebt? Der AfD entspricht nicht. Sie kein Demand gemeint, dat du nie examiniert mehr Menge Überzeugung, wann ich höre, wat Herr Krat zum Beispiel gesucht hat, über der SS ging zum Beispiel so, sie entspricht den Kriterien nicht. Und das einfach so, dass man muss gucken am Europaparlament wie Fälle ausgeht, wem mit wem zu Summe schafft. Da geht ganz viel nicht immer auf einer Seite, mehr auf der anderen Seite gesehen über den Liberalen zum Beispiel, dass dort Diskussionen sind an den liberalen Fraktionen, wenn es da zu Summen erbecht, mit Herr Wilders an Holland, also das eigentlich über mehr Fraktionen, wo so Diskussionen abkommen. Und ich kann nicht garantieren, ich sitze an Bord von der ECR, dass wir das ganz genau gucken und dass man nicht mit Leuten zusammen schaffen, wo Zweifel bestehen, dass die Menschenrechte nicht respektieren. Herr Kartäuser, wie kontrollieren wir dann, dass an Drittstaaten bausen der EU die Menschenrechte respektiert gehen? Die sind ja auch dafür, für am liebsten dann die Asylprozeduren nicht EU-Territorium, wie wirklich dann bausen die Grenzen ganz viele Möglichkeiten für das zu wissen, wie die Situation von den Menschenrechten an Drittstaaten ist. Wir haben natürlich die diplomatischen Vertretungen von den Memberstaaten, wir haben noch die Vertretungen von der Europäischen Union, wir haben eine ganze Reihe lokal Gesprächspartner, dazu gehören noch Menschenrechtsorganisationen, sodass ich meine, dass wir ein ganz gutes Bild haben über die jeweilige Menschenrechtssituation an den verschiedenen Ländern. Zum Terrain angehalten. Ob zum Terrain geschieht, das kann ja aber ganz einer Puschung sein. Pardon? Das kann eine ganz einer Puschung sein, was dann um Terrain geschieht. Ich meine, wir haben wirklich da also ein ganz gutes Bild. Wir können auch auf verschiedene Plätze an Prison gehen, wir können Prozesse observieren, wir können konsulare Schutzfunktionen überholen. Also ich meine nicht, dass da so Informationen fehlt, wie die Situation in den verschiedenen Ländern ist. Sie sehen dann als human Asylpolitik, die DOG hat, die nach Streicher durch am Programm den Moment wie die bilaterale Akkorde mit den Ländern eben Tunesien, Marokko, Mauritanie, wie das im Moment funktioniert. Als das human, was man da gesehen hat,
op de Bilder die Rezent durch Medigang sind. Ich meine, die gibt dann verdenken schon selber selbstverständlich aus dat net tun muss sich dort vorstellen, wat können man machen, wie die Situation zu verbessern. Wat mir so ist, dass man die Prozeduren muss so aufwickeln, dass Einzelfallprüfung erleben, dass man wirklich jedem den seht, wer verfolgte Bereich schützt, dass man die Gelegenheit gibt, für das wirklich zu prüfen. Überhaupt sowieso Verpflichtung der ganzen Konvention hier. Ja, an dat mat Dignität vun de Leiit respektieren. An die Platz, wo dat geschitt, dat das natierlech dat eng wichtig geht, mir hat den Lehrer an Europa selber wie zu Moria auch zu Lampedusa deelweis wo Zostand onméiglech wären. Dat heißt, man lobausen der Union Platzen hunn oder Prozeduren hunn die Dignität an Einzelfallprüfung ennner besseren Umständen erlauben. Dat hängt von der Kapazität von der Lehrer auf vom rechtliche Statut, wie man sie unterstützen, medizinisch an noch sos begleden. Ich meine, wenn in de Willen hört, wird Konditionen an denen, ob denen Sammellehrer eigentlich so gut zu gestalten, dass die Konditionen erfüllt sind, da können wir das fertig bringen. Aber das ist ein zweite Message, die man muss gehen. Und ich meine, das ist ganz wichtig, dass das wirklich überall glaubwürdig durchzustellen, dass eine illegale Immigration an die Europäische Union einfach nicht möglich ist. Wenn das klar ist, aber man glaubhaft können durchstellen, an noch durchzähen, dann evitieren man die Situationen, dat die Schleiserbander Leid an so Situationen kommen, wie diese mat recht bestreift, dat heißt, dramatische Situationen noch die Risiko am Mittelmeer zu erdrinken. Es hängt auch davon auf, klare Message zu gehen. Ich weise zum Beispiel ganz gerne auf das australische Beispiel hin, die het fertigsprücht tun, das Phänomen komplett zu erbannen an dat wat mir heim am Mittelmeer hun an de Meerer rund um Australien zu verändern. Die Leute die so egal we Message werden immer Leute op de we machen. Für Schutz der Sicht wird immer Krise gehen. Einer Karteiser DDR bekannt sich an ihrem Wahlprogramm zum sozialen Europa. Sozialdumping sollten erbunde gehen, Länder Pensionen sollten an alle Länder und Inflation ugepasst gehen, Stagen europaweit remuneriert gehen, lebenslang Weiterbildung für Jiderener Mindestnormen am Arbeitsrecht. Fängt Partei die sich für mehr Souveränität meistens als am nächsten noch viel Kompetenz an nationalen Handwählteilen klingt der dort nur ganz viel Europa. Wie war gerade auf dem dritten Punkt? Erstens ist es ganz wichtig, weil man ganz viel Ökonomie an der Europäischen Union machen. Die ganze Bannemeer, das hauptsächlich europäisch, also wird auf die Ökonomie ausgerichtet. Das ist ganz wichtig, dass eine Sozialdimension dabei ist, für das ganz auch zu akzeptieren, dass Leute das akzeptieren. Und ich will just daran erinnern, dass am Artikel 3 vom EU-Vertrag der Progress Sozial und noch eine Solidarität an den Bereichen 4 gehen ist. Das ist allerdings so, dass das muss nur die Regeln verhandelt gehen und das ganz recht, dass die Souveränität von den Staaten geht. Das ist just eine Koordination, die kann auf europäischem Niveau gemerkt gehen. Für uns ist das auch wichtig, weil direkt nicht über ihre Interesse betroffen sind. Auch an der Großregion, auch europaweit. Ich will just Beispiel nennen von den Chauffeuren an der Logistik zum Beispiel, wo es ganz wichtig ist, dass man Regeln finden, die uns erlauben, dass doch ein deutscher Chauffeur kann an Deutschland fahren, von einer Lützburger Firma aus, nicht ein Deutscher muss auf Frankreich fahren und ein Franzose muss an Deutschland, wie der mal Blick ist. Oder dass man ein Droit à die Connexion finden am Arbeitsrecht, dann Teletravai wird Großregion ganz wichtig. Also sind also eminent Lützburger Interessen an dem Ganzen noch dran, die für uns kleiner Mittelbetrieber ganz wichtig sind. Und dafür ist es wichtig, dass man auch die europäische Dimension durchführen, was den Inhalt angeht mit Prozedur, als natürlich steht der Einstimmigkeit. Also ich meine, wir müssen wissen, dass es eine Reihe an den internationalen Beziehungen eine Reihe Risikofaktoren gibt auch am Finanzbereich von Interessen, die vielleicht auf OECD-Niveau und so weiter sich auch können kristallisieren an wo Lützeburg kennt Probleme kommen. Wir schwätzen hier über den EU-Kontext. An dem EU-Kontext sind natürlich auch ganz viele Negoziationen, die gefeiert gehen, auch über Steuerfragen. Aber wir sind am Blick an einer relativ gefährlicher Phase von so. Und es gibt eine ganze Reihe Initiativen auf europäischem Niveau wie BiFID, eine neue TVA-Regelungen, eng neue TVA-Regelung, es gibt die Anschell-Diskussion, die Finanzplatz betrifft. Alles das die Sache, wo große Interessen im Spiel stehen, und wo es wichtig ist, dass die kann mit einer gewisser Stärke negoziieren. Und das ist wirklich so, dass den ernst man nicht schwätzt, von allen Land ein Vetorecht hat. Der hat wohl voll gern, dass Steuerfragen eine Nationalkompetenz bleiben, das dazu doch klar in ihrem Wahlprogramm. Nicht nur Steuerfragen. Auch all die anderen Bereiche, wo man über die Steuern tun. Ja.